müssen mich jetzt Glück wünschen, weil ein Skizz ist immer eine Überraschung. Der TT ist sehr sportlich und wir werden jetzt da in einer Sekunde sehen, wie haben wir dieses Thema Sportlichkeit eindeutig jetzt eingebaut. Dann haben wir mit unseren Radläufer sehr deutlich und sehr additiv gebaut. Ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich jetzt gerade in meiner Erklärung vergessen hier, diese berühmte Ausklinkung auf die Fuge hier. Haben wir auch weitergeführt, weil wir haben identifiziert, dass das ist auch ein genetisches Brücke-Element, das ist wichtig. Genau wie der Tankdeckel. Der Tankdeckel ist jetzt hier bei TT3 auch mit mehr Technik und mehr Motorsport. Diese Rundung hier haben wir nicht 1:1 verfolgt. Wir haben gesagt, wir gehen mit Spannung und Speed in die Linien. Und dann haben wir hier auf der Single Frame hier einen Punkt gesetzt und haben wir auch hier einen Punkt gesetzt. Und dann gehen wir mit viel Spannung Richtung Heck. Wir gehen Speed. Und diese Linie ist jetzt sehr gestreckt und geht nicht runter und geht auch nicht runter an den neuen TT. Und damit jetzt gibt er die erste Basis für unsere Scheinwerferkontur. Auch Speed, 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 Speed und dann ein kleiner Radius inzwischen. Schulter ganz wichtig, das heißt jetzt machen wir die Schulter. Auch das gleich. Und die Schulter hier in dem Bereich ist eindeutig sehr wichtig, weil wir werden diese Trennung zwischen Schulter und Kabine auch sehr, sehr deutlich modellieren. Ja? Die Trennung zwischen Körper und Schulter. Wir sehen jetzt da mit dieser Basis, dass wir haben gesagt, wir müssen einen ganz geraden Körper halten. Da haben wir auch. Ja? Bis ein gewisser Punkt, wo wir haben gesagt, wir brauchen jetzt hier ein Lichtelement oder Lichtfängenelement, aber auch sehr parallel. Und damit haben wir eine ganz klare Trennung zwischen Radlauf und Körper hier. Sehr geometrisch, sehr, sehr klar zu verstehen. Zurück zum TT1 wieder. Denn wir machen jetzt die Kabine. Das ist ein kleiner Ankerpunkt. Und wir haben gespürt, dass wir wollen jetzt hier in dem Bereich von der Kabine mehr Kraft übertragen. Der C-Säule muss mehr Kraft und mehr Stärke transportieren und interpretieren. Da mache ich jetzt ein bisschen Detail, weil ich muss auch für mich jetzt sehen, wo die Perspektive uns gibt. So, jetzt sind wir in einer Lage, wo der TT kommt jetzt langsam zusammen. Die Tür ist da. Der Schnitt ist sehr gespannt. Hier haben wir sehr, sehr gespannt. Diese Elemente, die runde Elemente, sie trennen diese Körper ganz, ganz, ganz eindeutig. Und hier ist fast eine gerade Fläche. Leicht bombiert, aber sehr durchgängig. Das Thema Sportlichkeit ist verschärft durch die gesamte Proportion unserer TT. Der Grill vorne von unserer zweiten Generation TT war mehr so in die Richtung. Da war die vertikale Achse sehr dominant, aber in dem neuen Design ist deutlich viel flacher. Da ist die Horizontalachse sehr dominant. So dominant, das haben wir uns erlaubt, die Audi Ring raus auf die Grill zu machen. Und dann haben wir die Audi Ring jetzt hier auf die Motorhaube. Interessant, weil ist auch am Airart. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt da Verwandtschaft mit Airart schaffen. Der Schwerpunkt von dem gesamten Auto ist deutlich viel horizontaler und viel flacher. Das heißt, optisch und auch physikalisch, Sie werden das heute erleben, der Schwerpunkt ist niedriger,
Und damit Schwerpunkt der Niedrige, sportlicher. Jetzt da stundenlang jetzt das verbessern, aber grundsätzlich das ist jetzt das Fundament von unserer TT3.